ich habe den Knopf gefunden. Halleluja. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind zurück. Es ist nicht eine Woche her, sondern 2 Wochen und ich habe die Steuerung wieder vergessen. Wie eh und je. Ja, so sieht es nämlich aus. Immer der gleiche Quatsch. Übrigens, ich hoffe bei mir, ich habe so ein dunkelgrünes T-Shirt. Guck mal, ich kann nicht mal sprechen. Nicht mal eine Minute vorbei und nicht schon wieder tote Hose. Nee, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, ich würde es um 90 Grad drehen. Ich habe ein dunkelgrünes T-Shirt. Könnte sein, dass vielleicht der Hintergrund und ich dann ein bisschen verschmelzt werden. Aber ja. Passt das so? Geht das nochmal so eine halbe hier rüber? Weil wenn du ja die Wand hier hinziehst, ne? Die Wand frisst, glaube ich, eine halbe. Du stehst im Weg. Warum? Ich muss mal hier mal. Habe ich Stein überhaupt im Inventar? Ich kann auch, schau mal, ich kann auch das machen. Geh mal weg. Jo. Ähm. Aber dann ist das Ding ja eins höher, ne? Der Rest. Warte mal. Kommt hier mit 3/4 an, oder was? Ach so, dann packt das durch, so gesehen, ne? Genau. Ja, perfekt. Machen wir so. Dann haben wir hier eine Lichtquelle. Dann kann ich auf der anderen Seite auch das machen. Und die Frage ist halt, wollen wir hier mit wie viel Abstand am Schluss, bla bla blub, ne? Wir müssen in die Mitte immer so Pfostenpfeiler Sind für. da, das sind Zweierdinger, ne? Ja. Doof gesagt, wollen wir das hier 1:1 mit den Ständen hier machen? Das heißt, das Ding hier 2 versetzt? Oder willst du das Da kommst du komplett nicht mehr die so Wand gut durchziehen? durch. Oder stimmt, ne? Und eben hier wieder. Ach, das ist ein Dreierding, ne? Das sieht auch scheiße aus. Ja, bevor wir eigentlich starten, hallo und herzlich willkommen zur Special-Folge. Eigentlich Folge Ja, 100, aber 30.000. Folge was hast 430.855 du jetzt oder gemacht? sowas in der Art. Ich probiere was aus. Ah, okay, Ich okay. probiere was aus. Ich hatte schon wieder den Krisenmoment, dass Till wieder alles auf den Kopf stellt. Ach so, ja, mache ich ja eh. Grundsätzlich bin ich dafür. Bin dafür da, dass man alles auf den Kopf stellt. Das Dinge ist. hinterfragt, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, heute Spezialfolge der Jahrtausendwende. Nämlich wir haben die 100 Abos. Nein, Spaß. Die haben die 100 Abos, ja, fast. Ja, also aktiv auf jeden Fall nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, 100 Folgen, ne? 100 Folgen Gequatsche hier. Ohne Ende Gelände. 100 Folge Dauerwerbesendung. Das wäre super. Das wäre mal wieder was, das ich sehen würde. Dauerwerbesendung und das noch in Dauerschleife, ne? Oh, Das wäre das Nonplusultra hier. so ein Astro-TV-Sender. Hey, ich kann das Ding sogar. Warte mal kurz, bin ich jetzt doof? Ich bin doof, ne? Haben wir einen Ort, wo wir Hirschfleisch haben? Ja, bestimmt. 100% bestimmt. Das ist jetzt ein bisschen falsch versetzt. Ja, ich hab's bemerkt. Darum weg da. Kann ich das Ding nicht wegschmeißen? Da muss zuerst die Wand weg. Und das oben auch, weil das fällt jetzt runter. Wie jetzt? Nö, das bleibt da. Nee, nee. Komm weg. Kann ich nicht bauen. So, und bis ich da gebaut habe, ist das Ding wieder gut und fertig. So sieht es nämlich aus. So wird gearbeitet. Perfekt! Weil, schau mal, theoretisch. Ja. Sowas. Ich habe keinen Stein, Kacke. Wie geht das jetzt Aber, wieder? nee, das würde zu viel Licht wegnehmen, oder? Hm, Weil schau mal, ohne viel heller. ja. Ja, logisch, ja. Sind ja. Du, Leben ist Risiko. Du hast kein Holz. Das Leben ist ein Risiko. Kommen wir.
Wir machen so, wie es ist. Was braucht das gute Ding? 15 Steine brauchst du in dem Lagerfeuer. Dafür kannst du 20 Holz reinballern. Du weißt, dass es muss einfach überdacht sein, weil sonst, wenn der Regen drauf tropft, ist Feierabend. Aber es muss nicht da noch Rauchabzug und so, ne? Doch, doch. Eben, das Thema ist jetzt scheiße, ne? Rauchabzug und so. Nee, 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 nee. Ich hab das mir schon ein bisschen so im Kopf. Wie wir das machen können. So, ich dachte mir, Rauchabzug ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es wäre wirklich nice. Wir haben ja oben die zwei. Je nachdem, 2 oder 3, wenn es in der Mitte ist, 2. Das wird. Ich brenne, wenn ich ins Feuer renne, Ja. logischerweise. Logischerweise. Dass wir hier direkt die zweite Etage rauszimmern und da irgend so ein Loch reinmachen und dann das da irgendwie abfließt. Es kommt ja noch eine weitere Etage nach oben, oder? Mhm, ja, genau. Ich würde mal sagen, Das sieht echt gut aus. Also, kleiner Effekt, aber große Wirkung. das ist jetzt einfach nur Provisorium, dass wenn ich es würde es regnet, dass es andersrum geschützt machen. ist. Also ich Das würde ist es nur ein direkt Provisorium, Till. Jojo, klar, aber ich will es 180 Grad direkt nehmen. Ja, gut. Wie viel ist das? Tag Ah, 99. Haha, vielleicht kommen wir mit den Tagen auf die Special. Zahl. hey, ist ja wirklich so. 15 Minuten ist demnach fast. Ja, gut, wir haben teilweise mehr oder weniger gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sind so ein Tag? Könnt ihr mir das ausrechnen, ne? Es sind 20 oder so. Weil die Minuten. haben ja etliche Tage geschlafen. Also Nächte. Durchgeschlafen. Stimmt. Ja, ein paar. Stimmt schon, hast du recht. So. Aber das sieht schon, das geht in eine richtige Richtung. Ja, massiv und doch, das ist super, dass wir da uns für 3, sogar 4 Steine entschieden haben, ne? In der Breite. Ja, die wir nicht eigentlich bauen wollten wir dürfen. zuerst noch, dass das Lager so an der Seite noch weiter verläuft. Aber ich denke mal, das können wir uns jetzt hier sparen, sozusagen. Ja. Ding wird aber in der Länge gigantös. Ja, das ist alles okay. Schlussendlich Ja. ist das Logistikzentrum etwas vom Wichtigsten überhaupt in solchen Spielen, wo man selber noch Sachen aufbauen kann und eine eigene Stadt und so bauen kann. Mhm. Weil du bist sowieso auf Ressourcen angewiesen und wenn wir so Mittelalter, also ja nicht Mittelalter, so Wikinger-Style like bauen Ja. wollen, dann müssen wir sowieso uns ein bisschen an dem Style orientieren und die haben ja eine Siedlung zentral gemacht, nicht dezentral, sondern wirklich halt alles zentral gebaut. Mhm. Das könnte auch hier so ein Langhaus werden, ne? Irgendwie sowas in der Art. Gut, das Langhaus ist ja eher für Feste und Co. gedacht. Das heißt, das Festbänke Ja, drin. wir können auch noch eine Festhalle drüber bauen oder so. Es gibt sich Möglichkeiten, wie wir das hier noch schöner machen können. Zum einen, ja, das ist ja eines der viel von ein paar Großbauprojekten, die wir noch vorhaben. Hier, dass das wirklich wie eine richtige City aussieht. Mhm. Nur wird das hier von 2 einsamen Spacken bewohnt und nicht von dem ganzen Volk. Ja gut, nein, geht gar nicht. Kinder kriegen ist hier nicht möglich. Ey, sowas, wenn das noch möglich ist, naja. Ich glaube, das würden andere Dimensionen annehmen hier. Kinder kriegen. Hä, was? Du meinst wie bei Landwirtschaftssimulator, anstatt dass du den Helfer bezahlst für die Arbeit, dass du einfach der Helfer verpflichtet ist, weil er deine Blutlinie hat. Genau. Ja. Für was hat man früher Kinder gemacht? Gut, weil man halt nicht verhüten konnte. Oder halt, ja. Aber primär, früher glaub waren ich, Kinder eigentlich so auf dem Bauernhof die oder Absicherung, so ne? Gold wert. Das ist die Rentenversicherung. Damit die Damen und Herren dann, wenn du alt und knackig bist, dafür sie für dich sorgen müssen. Ist eigentlich nur Eigennutz. Ist so. Yes. Das mache ich, bin doof. Aber das kennt man nur nicht anders, ne? Doofheit. Also in ärmeren Regionen der Welt wird das heute noch so gehandhabt.
Ja, warum auch nicht? Man hat keine Finanzinstitute und Co., die für einen sorgen können. Da muss noch der Opa von einem Großkind oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Definitiv. Und Also ich weißt du mach mal was? den Boden, ich verlege den Boden hier fertig. Sieht sogar perfekt aus. Von außen sieht man da die Feuerstellen gar nicht. Ist da was reinbackt. Ja, das ist ja eigentlich noch gut, also von dem her kann Jetzt man müssen wir nur darauf noch, aufbauen. jetzt müssen wir nur noch irgendwie, ja, einen Rauchmelder einbauen. Weißt du, weil der piept die ganze Zeit. Och, das wird mir so entnerven. Das ist ein scheiß Rauchmelder, die ganze Zeit nur piept. Die piepen nicht. Hat ein Rauchmelder piept nicht? Nee, der gibt nur ein rotes Signal und an eine Brandmeldeanlage. Die piept. Der Rauchmelder piept nicht. Also solche, nee. Das gibt. Das gibt sind welche, dann die die piepen. Mehrkriterienmelder, die du meinst, nicht ein Rauchmelder. Ja, aber das sagt man so im Volksmund. Ja, der Du bist ja vom Volksmund Fach. ist dumm. Deshalb Ja. werden so Leute wie ich und du immer wieder Arbeit haben. Ja gut, Dummheit ist ja ein Phänomen, also ist kein Phänomen, aber Dummheit. Also, es gibt ja immer Dümmere und Schlauere. Das ist ja irgendwo nee, durch aber Normalo. Aber eigentlich die weit verbreiteste Volkskrankheit ist Dummheit. Jetzt Ja. mal Real Talk. Mhm. Und Ja, die also ist, ich nehme mich ihn auch die nicht ist raus. hochgradig ansteckend. Weil wenn man solche Spacken wie uns auf YouTube anschaut, dann ist man gleich 20 Mal dümmer. Mindestens, ja. Und Auf jetzt jeden müssen Fall. alle, die unsere Videos geschaut haben, in Quarantäne, weil sie haben eine Inkubanisationszeit von lebenslänglich. Ja, schlimmer wird's nicht. Nur besser. Ja. Man muss lernen, mit der Dummheit umzugehen. Ist mal irgendwie mit allem so. Man muss lernen, damit umzugehen. Ist jetzt egal, ob es die Dummheit ist oder nicht, aber ja. Ihr wisst, was wir meinen, ne? Ja, ich Irgendwo glaube durch. nicht. Wir müssen mit der Dummheit anfangen zu leben. Oh je, oh je. Naja. Wir Ja, können sie ich nicht frag- bekämpfen, deshalb gehen wir in den Lockdown. Ja, soll jeder davon halten, was er will. Nee, eben, also Spaß beiseite, abgesehen von den ganzen Verschwörungen und bla, bla, blub, whatever. Ja, ich habe übrigens wieder ein paar neue Verschwörungstheorien gehört. Wo man beim Thema Dummheit sind, wo ich sagen muss. Alter, geht's noch? Also das muss man den Verschwörungstheoretikern, die so abgestempelt wird, auch gutheißen. Gewisse Theorien, die als Verschwörung abgestempelt werden, da ist wirklich was Wahres dran. Ich will jetzt nicht sagen was, weil ich kann es nicht beurteilen. Ich war nicht da. Ich dumm, ne? Oder ich habe die Geschichte nicht geschrieben. Oder ich war nicht beim Ereignis dabei. Deshalb einfach mal so in den Raum gestellt. Ich bin kein Befürworter für irgendwelche Scheiße. Aber es regt zum Nachdenken an. Weil man das Bild, das Geschichtsbild sich anfängt zu hinterfragen, was auch gut ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann wieder solche Scheiße höre, wie die Erde ist in Wirklichkeit immer noch eine Scheibe, wir wurden nur verarscht, der Globus ist nicht rund, dies haben Wirklich sie nur nicht? erfunden, um die Aliens zu vortäuschen und die Mondlandung zu faken und wenn ich solche Kacke wieder höre. Was? Das ist doch so, oder? Ganz normal. Und dann kommen die mit so richtig quer gedacht. Bill Gates hat was damit zu tun, dass die Erde als rund verkauft wird und damit alle seine Impfung kaufen und bla. Wenn ich solche Scheiße höre, ne, dann kriege ich so einen Hals. Weil das sind für mich Menschen, die haben mit dem Leben abgeschlossen. Den kannst du auch erzählen, wenn du heute von der Brücke springst, dann bist du Millionär. Leider Ja. Gottes. Um Gottes Willen, das soll jetzt niemand ausprobieren. Definitiv nicht. Nicht?
Warum? Gibt vielleicht Erfolgschancen. das ist ein hartes Thema. Nee, das ist was komplett Ja, ja, anderes. Es gibt ja auch. wir wollen ja Menschen unterstützen und nicht zerstören. Aber wenn ich Ja, solche vielleicht zerstören wir ihn Scheiße trotzdem, höre... ne? Das Wenn- kann ja gut sein. Hm? Vielleicht sind es Sadisten unter den Zuschauern, die halt uns schauen, damit sie echt runterkommen. Also nicht aufgewertet werden, sondern generell halt einfach nur erniedrigt werden. Ist ja vielleicht auch, keine Ahnung. Ja, es gibt Also, so viele Sachen, aber eben, wenn dir einer kommt, von heute auf morgen, den du als intelligenter, korrekter Typ siehst und der sagt dir, die Erde ist eine Scheibe. Ja, dann gutes Und der meint Weltbild, das ne? ernst. Der sagt das nicht als Joke. Ja, das ist mir bewusst. Der sagt das Real Talk-mäßig zu 100%. Und an allem Ja. ist Afrika schuld. Aber dann ist nicht mehr zu helfen. Afrika, ja, ist wirklich schuld. Logischerweise ist Afrika an der Versklavung schuld, der Afrikaner selbst. Ne? Also das ist hochgradig hier. Oh mein Ja, Gott, wenn was ich war da? solche Kacke Mein höre, Gott. dann... Ne? Also sowas in der Art, Das geht einfach... ist einfach ein No-Go. man hat da schon in der Schule gelernt, dass der Kreis des Werdegangs der Waren so: Schiff A fährt von England mit Stoffen nach Afrika. Da wird Stoff gegen Sklaven getauscht. Fährt man Sklaven nach Amerika, dann werden Sklaven mit Diamanten getauscht. Fährt mit Diamanten zurück und macht die ganze Kohle. Ja, das ist eine traurige Geschichte, wirklich. Da tun mir die ganzen Afroamerikaner und die ganzen... Mir tut eigentlich die ganze Gemeinschaft leid, die unter der Versklaverei geleitet wird. Generell halt die Dummheit der Menschen, oder halt nicht mal die Dummheit, das ist nicht mal die Dummheit, das ist die Doch, Gierheit indirekt der ist es die Menschen. Dummheit. Ja, aber es ist halt die Gier der Menschen. Ich dachte heute auch mal wieder, warum es wäre so schön, wenn es einfach wäre. Eben, jetzt nehmen wir mal das Beispiel an, ein gewisser Virus infiziert die halbe, oder sagen wir die ganze Menschheit. Es gibt Impfstoff, aber der kostet. Wer wird jetzt geimpft? Wer wird den Impfstoff bekommen? Natürlich nur die, die Geld haben. Heißt also, mit Ausrottung weltweit ist nicht zu rechnen, weil es gibt immer noch Länder, die es sich nicht leisten können, irgendwelche Impfstoffe oder generell halt Dinge zu holen, die das Zeug lindern würden. Also man rottet so gesehen der Virus nur in den Ländern aus, die Kohle haben. Ja, und dann wären wir wieder beim Thema, leider Gottes, Afrika. Dort sind die Menschen arm, dort sterben täglich, Ja, tragischerweise bei uns auch, täglich also anders. Menschen wegen Hunger, Mhm. Krankheiten, die man bekämpfen könnte, aber ihnen halt die nötige Sache fehlen. Genau. Und Ja, das halt Ding ist, einfach das ganze Ding. Und jetzt, genau jetzt, kommt eigentlich, wenn wir wieder bis dahin sind wir wieder beim Thema Corona angelangt, man kommt nicht rum leider. Jetzt kommt genau eine Virusvariante von Afrika. Warum? Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die irgendwie ein Versuchslabor dort unten aufgestellt haben, die Chinesen und Bill Gates sind schuld oder whatever. Nee, das hat damit zu tun, dass die Leute in Afrika haben grundsätzlich eigentlich ein stärkeres Immunsystem. So, die sind viel mehr Gefahren ausgesetzt wie du und ich, der jetzt gerade Internetzugang hat. Wir sind sterile Menschen, mehr steriler, geht gar nicht. Doch, geht, aber dann würdest du aber, ab einem Milbe schon sterben oder einem Staubpartikel, aber wir sind viel steriler. hey, Unser ich hab noch, Immunsystem, als Kind, ja. unser Immunsystem wird schon von Kind auf damit aufgezogen. Es gibt Seife, Desinfektionsmittel, die Wohnung ist geputzt, die Bakterien sterben ab, bliblablub, etc. pp. Muss ich nicht alles ins Detail erklären, sonst sind wir noch 1000 Folgen dran. So, Ich freu mich der schon. Mensch aus Afrika, egal ob weiß, gelb, braun, schwarz, jüdisch, muslimisch, christlich, egal, whatever, dort unten, wo es in, sagen wir mal, nicht nur Afrika, auch Du hast dein ärmere, Spaghetti-Monster vergessen. ja, scheiße. Ist egal. Auf jeden So, Fall, weiter. in den ärmeren Regionen, die können sich keine Seife leisten.
Die waschen sich weniger, die können sich keine saubere Wohnung leisten. Die können sich auch keinen Tiefkühler leisten. Die können das Essen, die müssen das Essen irgendwie auf natürliche Weise konservieren und können sich mit Konservierungsstoff etc. pp. Und deren Immunsystem ist viel härter den Gefahren, sage ich jetzt mal, ausgesetzt wie unseres. Also folglich, wenn einer aus einer armen Region die gleiche Krankheit bekommt wie ich, sagen wir eine Grippe, nennen wir es einfach Grippe, dann bin ich derjenige, der 3 Tage rumheult, weil er jetzt flach liegt, und der andere Typ denkt sich, ja süß, bisschen Nasen verstopft, mehr nicht. Und deshalb kann ich es mir gut denken, dass das Virus deshalb so mutieren konnte, weil die Menschen viel widerstandsfähiger dort unten sind. Und jetzt kommt es nach Europa. Die Europäer denken, ja, wir waren geimpft, dies, das, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind die geilsten. Und jetzt niet jetzt den einen oder anderen halt zusätzlich um. Das ist der Lauf der Zeit. Wer geht's, geht. Ja, es war logisch, aber man fragt sich dann so, warum? Geht doch gar nicht, wir haben ja Impfstoff. Ja, wir hier in den reichen Regionen haben den. Dort unten, wo ja man sagt, dass das der Ursprung ist, obwohl mittlerweile kann man ja schon sagen, dass der Ursprung nicht mal von dort ist, aber man hat es am Anfang nur befürchtet, dass die halt das nicht haben. Ja, das ist halt so, also wie es ist, ne? Was ich noch heuchlerischer finde ist, ich will das Thema nur kurz ansprechen. Mach nur. Ich will nicht den ganzen Tag drüber labern. Ich muss mir jeden Tag bei der Arbeit, bei den Medien, in der Pause, auch beim Scheißen, überall muss ich mir dieses Thema anhören. Ich kann es gar nicht mehr. Dein Arsch hat auch Corona? Ich kann es nicht mehr hören, ab und zu, ja. Ich kann es nicht mehr hören, aber nur um das Ganze abzuschließen. Man hat gesagt... Du willst jetzt also Corona abschließen? Ja, dann viel Spaß. Ich hab's im Safe beschlossen, das Bier Corona. Nee, aber jetzt mal nur kurz gesagt. Man hat gesagt, bevor man boostert, tut man die armen Regionen, gibt man ihnen den Impfstoff, damit sie auch eine Chance haben. Ist das passiert? Bla bla Nein. bla. War bla bla bla. Gut. Fertig. Ist alles gut Marketing. In einem Satz erklärt, wie unsere Politik funktioniert. Punkt. Und da habe ich heute mit meiner Mutter darüber gesprochen, aber das ist generell halt so. In einer, sag ich mal, in einer besseren oder perfekteren, gut, perfekt ist nicht, aber in einer besseren Welt wäre es so, dass du so gesehen überall hingehen kannst, oder wenn du so gesehen, du hast einen Pool und kein wirkliches Pool, halt einen Pool von Arbeit oder einen Pool von Essen, und das wird halt so gesehen, du kannst zwar alles haben, aber es wird wie rationiert. Also dafür musst du halt nichts bezahlen. Du gehst arbeiten und kriegst dafür halt dein Essen, deine Bedürfnisse werden gestillt und Co. Ne? Und irgendwie, ich sag mal so, wenn du on top irgendwas machst, dann kriegst du noch zusätzlich was. Aber dass halt jeder irgendwie leben kann, ohne jetzt sich benachteiligt zu fühlen, ne? Und dann würde es ja auch in dem Sinne keine Reichen, keine Armen geben. Also es wäre halt doof gesagt, wird einfach gesagt, die Armut wäre dann nicht mehr, es sind alle arm und Reiche gibt es auch nicht mehr. Aber das will der Mensch halt nicht, ne? Der Mensch ist halt anders gepolt. Und kommt mir jetzt nicht mit der Kapitalisten-Scheiße. Kapitalismus schön und gut. Nur halt, ich bin ja momentan das eine Buch am Lesen, Rich Dad Poor Dad. Das Problem ist nicht der Kapitalismus, oder die Reichen werden reicher und die Welt ist unfair. Nee. Das Problem ist die finanzielle Intelligenz. Wem wird heutzutage in der Schule beigebracht, mit Geld umzugehen? Seien wir ehrlich, niemandem. Was wird dir sonst beigebracht? Jeder mögliche Bullshit, du wirst mit dem verglichen, musst mit dem verglichen werden, dies, das. Ich war in der Schweiz, ist nicht so wie in Deutschland oder ich habe mal gehört, irgendwelche Gedichtsinterpretationen oder so ein Quatsch. Was bringt das? Dir wird alles Mögliche beigebracht, wie du ein Ingenieur wirst, wie du Lehrer wirst und so, aber die wichtigste Regel, oder das Wichtigste, um überhaupt sich
etwas kaufen zu können oder zu leben zu können, wie man möchte, den Umgang mit Geld bringt dir keiner bei. Gut, das wird wahrscheinlich Außer die reichen Eltern den reichen Kindern. Das macht ja auch Sinn, weil die haben ja das Know-how, wenn sie nicht die Reichen denke geerbt sind. eher, sie wissen eben genau nicht, wie mit Geld umgehen. Sie haben es einfach. Also kann ja immer wieder geben oder gehen, wie es will. Aber ich denke nur halt, die Leute, die sehr viel Geld haben, wissen, wie man umgeht, aber geben tendenziell auch mehr aus. Somit gleicht sich das prozentual wieder etwa aus. Nur das Ding ist halt, ich denke, mit Umgang von Geld wird halt in der Erziehung von Eltern zu Kind umgegangen. Und es geht ja da schon mit Taschengeld los, ne? Also da wird einem schon, sag ich mal, von den Eltern beigebracht, wie der Umgang mit der Kohle ist oder sein sollte, je nachdem, ist ja eine Erziehung anders. Ist ja individuell. Aber man geht davon aus, dass die Schule das nicht mehr machen muss, weil die Eltern ja das schon gemacht haben. Ja, Aber die das Eltern muss ich schieben es wieder den Schulen hin und her. Da wird einfach nur, ja, der Schuldige wird halt gesucht und es wird keine Lösung präsentiert. So Man gesehen. zieht nicht am gleichen Strang, will man auch nicht. Wozu auch? Die Lehrer kriegen ja ihr Cash. Die Schüler sind die Leidtragenden, also unsere Nachkommen sind dann die halt auf die Fresse fliegen muss. Auf die Fresse fliegen ist gar nicht mal so schlecht wirklich, also das braucht jeder mal. Aber trotzdem, es gibt so viele Sachen, eben wie Umgang mit Cash, Schuldenfall etc. Das wäre alles vermeidbar. Mit ganz kleinen, essentiellen Dingen. Nur halt, dann wären wir wieder beim Anfangsthema, die Dummheit ist unendlich. Und das ist eine schlimme Krankheit, die nicht aufhört. Die erst aufhört, wenn man Sir Graf abonniert hat und sich jedes Video von Valheim angeschaut hat. Und dann in die Telegram-Gruppe kommt. Ich habe da noch einen Ferrari zu bieten. Nur ein Ferrari, ich habe einen Porsche Cayman S. Ah, du. Hey, man kann nicht alles leisten. Ich denke mal, ich druck das aus auf ein A4-Papier und gib's dem Kollegen. Ich habe einen Ferrari hier, ne? Ich habe nicht gesagt, in welcher Form. Ja. Muss man halt schon zuhören. Oder halt eben Gedichte interpretieren. Mein Da wäre er wieder Ferrari bei den- ist der Staubsauger. Der hört sich an wie ein Ferrari. Also ich habe das in der Hose, wenn ich kacken gehe. Aber das, ja. Das sind wieder zwei andere Themen. Ja. Da kommt er aus dem Loch geschossen, aus dem Tunnel. Ja, aber eben, wie gesagt, das sind harte Fakten, die halt, So hart, wie es nur sein kann. Ja. Ich habe kein Holz, ein schönes buntes Holz, ein Äffchen und ein Pferd. in der Truhe hast du geschaut. Ich habe nur in mein Inventar geguckt. Du fängst Und an nicht zu weiter. frieren, wollen wir schnell schlafen gehen, da sind wir bei Tag 100. Ja, passt doch. Wir müssen dann demnächst anfangen, hier das auch, und generell irgendwie noch einen Eingang zu denken, ne? Das wäre schon cool. Nicht, ja, dass wir das es hier gibt eine Treppe komplett nach oben oder so. einmauern. Ah, nee, stimmt, wir wollten das anders machen. Unten, Du bist wie unten? nass. Ja, Ich ich bin weiß. nass. Ich bin sexy nass und feucht. Oh, das hört sich mal wieder richtig erotisch an, Tim. Das Wow. turnt mich schon an. Also, das ist ja sehr direkt, ne? Mhm. Dass man hier auch nicht geweckt wird, ne? Von irgendwelchen Skeletten oder Co. Das ich ist schon nicht komisch. Minecraft. Wo ein Creeper vor der Haustür rüttelt. Bumm! Wäre schon mal interessant. Nee. Machst du die Türe zu? Tag 100. Hey, Folge 100, Tage 100. Perfekt. Für eine Kacke hier. Nice, es hat Naja. aufgehört zu regnen. Wir Den sind- Eingang hast du gesagt, ne? Ja, irgendwo muss ja Eingang sein. Am besten ne? müssen wir, am besten wäre es, wenn wir irgendwo mit den Karren dann reinkommen, oder? Mhm. Wollen wir hier die Mitte machen und dann hier die Mitte des Lagerhauses, ne? Wo wäre die Mitte? Hier. Aha, ich dachte hier, weißt du, guck mal hier. Hier, weil du kommst ja vom Steg aus Ach so, mit Materialien, ja, fährst gut, dann hier wir lang. müssen Hier ist dann ja die Burg. Hier ist dann die Burg, also die Mauer.
Dann gehst du eigentlich geschützt in der Mauer hier hin und dann ist hier der Eingang. Gut, wir bräuchten ja eh 2 Eingänge, ne? Links und rechts, von dem her, wir müssen nicht immer rundherum rennen. Aber schon hier, ich glaube mal ein kleines Lagerhäuschen, muss ich gestehen. Das ist Aber nicht irgendwie viel. asymmetrisch. Jetzt immer noch? Hm, Das steht in 1, ne? Das steht wieder ein schief und scheppig, aber es steht. nee, nicht das ist das Holz haben wir Problem, noch. sondern die Symmetrie passt mir überhaupt nicht. Hier hinten haben wir Kohle. Mein Gott, Junge. Ja, ich habe das hingetan. Hey, das kann ich gar nicht aufnehmen. Nee, das kannst du nur zerstören. Ach, das ist ja, ich dachte schon, ja, Item. Toll. Bin So. doof. Jetzt sieht es zwar ein bisschen keck aus. Aber... ja, ich glaube, das passt so. Dann, Du willst da schon die Mitte machen? das war jetzt nur eine Idee. Ist das ein Schleicheingang hier? Ja. Könnte man so gesehen, das kleine Türchen hier ist für, wenn man nur halt mit Mensch durchgehen möchte, ne? Ohne Karren und Co. Genau. Ja, was ist denn hier kaputt gegangen? Wo? Irgendwas hat hier. Ah, keine Ahnung. Aber, willst du da machen? Mit einem? Oh je, Mine. Nee, nicht mit einem. Gibt's nicht solche Dreiertüren? Nee, leider nicht. Schade. Naja. Wenn du hier schon die Mitte machst, ne, dann hast du ja nur 2, dann sind wir ja schon fertig. Also, Okay, ja, dann misst die Mitte aus, bitte. ja, ich weiß nicht, wie viel wie viel wir hier noch reingehen, ne, hier. Ich lasse das Die Frage einfach ist mal jetzt- offen. Ja, ja, du kannst es ja schon, das lassen wir jetzt da, ne. Das ist so der Lieferanteneingang aktuell. Die Frage, die wir jetzt haben, oder generell halt, wie viele Items wir noch einlagern wollen. Siehst du das in den Karren? Das sind eigentlich alles noch Items, die keinen Platz haben. Steine habe ich hier. 1, 2, 3. Oder weißt du was? Ich mach's mal so. Ich bin klug. Valheim Item List. Mal gucken, was da alles so drin steht. Ach du Scheiße. Oh, heilige Scheiße nochmals. Da gibt's ganz viel, oder? Also wir wollen zwar keinen Stuhl oder so einbinden. Ja, nee, aber Oder eine Bank. das sind ja die Sachen, die wir craften können. Also so Sitzgegenstände, so halt die Das Gegenstände. sind eigentlich nur Futter, ne, dass wir einsortieren. Oder generell halt solche findbaren Items. Ja, findbare, verarbeitete Items wie Schwerter und so, aber da machen wir einen Waffenplatz dafür. Nee, so zum Beispiel Disteln, Innereien. Ach so, Kraut- Ressourcen. Ah, okay. Hier gibt's nicht. Die komplette Liste wollen wir nicht. Mit allem möglichen Quatsch. Wir sondern wollen eine hier Liste. Essen. Ich habe Essenslisten. Meat and Barley Wine. Or. Und divers. Einfach nur von Ressourcen, ne? Also das Crafting-Kack wollen wir auch nicht. Axten, Armor. Nee, ich hab's, glaube ich. Okay, weißt du, was ich machen gehe, Till? Scheißen. Ich nehme die 2 Karren und gehe Holz farmen, weil Holz brauchst du ja auch wieder. Das stimmt. Oh je, oh je. Also, Essen habe ich, glaube ich, mittlerweile recht gut durch, ne? Also, Kann sein, kann ich jetzt nicht urteilen. kann man die Webseite nicht auf Deutsch? Ja, okay, ich übersetze das Ding mal. Hoffentlich funktioniert's. Ich bin mal dann Blutpudding. weg mit dem Karren, ne?
Jo. Blutpudding braucht übrigens 2 Disteln, Blutbeutel und Gerstenmehl. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man den Kessel upgraden kann. Oh. Und zwar mit diesem Gewürzhalter. Da arbeite ich gerade dran. Dass der real wird. Ah, Lachs. Lachs ist. Weißt du, was Lachsfleisch ist? Lachsfleisch, das ist so ein Tier, was man reiten kann. Das ist auf Deutsch heißt das hier gekochtes Lachsfleisch. Das ist einfach ein Fisch. Nee, Lachs ist. Es gibt noch Loks. Aber okay, egal. Fisch. Okay. Schatz. Pilz. Himbeerenwürste, Schlangen, bla bla bla. Met und Gerstenwein. Also es gibt da noch Weine halt, ne? Met, Heilmet, heilender mittlerer, aha, kleiner Heilmet, mittlerer Heilmet, Met für gegen Ausdauer. Brauchen wir alles nicht, oder? Doch, mit einfach eine Kiste mit Tränke. Ja, aber So eine mehr Ecke nicht. mit Tränke. Erz, hier haben wir schwarzes Metall übrigens noch. Ja, aber Das das heißt können wir noch nicht, da können wir noch nichts damit anfangen, weil wir müssen ja den dritten Boss eigentlich noch finden. Den Hinweis für den dritten Boss. Lammental, das heißt nicht. Flamental Ore. Auf Englisch. Eisen, Eisennägel, Eisenerz, Obsidian. Oh. Schrottgut. Silber, Silbererz, Zinn, Zinnerz. Silber haben wir zum Beispiel auch noch nicht. Ja, ich denke, wir haben ja da. Vielleicht können wir dann das irgendwie aufteilen auf. Ja. Verschiedene Materialien. Uralte Rinde, uralte Samen, Knochenfragmente, Kette, Chitin, Kohle, Kristall, Hirschhaut, Drachentränen. Drachentränen? Oh mein Gott. Ja, da gibt's noch einiges. Weißt du, wo Drachentränen man finden kann? Im Schneegebiet. Also hier auf der Anleitung heißt es, von Mordor fallen gelassen. Ja, das ist der Drachentyp, der im Schneegebiet haust. Eingeweide, Geflieder, bla bla bla. So viel gibt's eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß halt nicht, ob es da uralte Rinde, uralten Samen, Knochenfragmente, Kette. Ich mach das mal so hin. Ne, Essen. Jetzt verschiedene Materialien. Da war es doch Grauzwergauge und so ein blublablib. Ich weiß halt nicht, ob jetzt da. Wir müssten eigentlich für Erze und so komplett anders. Oh mein Gott, und Vater. Meine Scheiße nochmals. Ich bin schon bei den Erzen viel mehr, ne? Ach echt? Ich wusste es. Ich kann ich nicht urteilen. Ich kenne nur die Ärzte bis jetzt. Ich weiß nicht, schwarzes Metall, ob das eben Schwermetall ist, was du mir gesagt hast, ne? Ja, könnte sein. Zum Beispiel, was wir noch brauchen, ist eine Kiste für Samen. Die ganzen Baumsamen, Karottensamen. Jetzt bin ich bin am Hirsch erschrocken. Ich dachte, das sei ein Gegner. Ich habe jetzt eigentlich das komplette Essen abgefrühstückt, ne? Aber es ist jetzt doof, wenn wir am ganz linken Ende Grundeisen haben und wenn du dann noch andere Eisentypen brauchst, dann das ganz andere Ende reisen musst, ne? Wie wär's mit dem zweiten Stock? Aber da müssen wir das komplette Essen halt nach oben ziehen, ne? Als Beispiel. Ja, dann wär's dann so. Nee, eigentlich das Essen unten. So wie es jetzt ist. Finde ich es Aber ganz dann gut, müssen wir- weil du kannst jetzt über diese Feuer, die wir gemacht haben, kannst du zum Beispiel auch diese Kessel draufballern, einen Grillspieß draufballern und all diese Dinger kannst du jetzt auch da draufballern. Also. Gut, die andere Frage, die ich noch habe, wenn wir jetzt einen zweiten Stock drüber bauen, können wir da auf der gleichen Etage auch noch ein Feuer machen? Du müsstest mit Steinen so Pfeiler nach oben machen und dann auf den Pfeilern das Feuer drauf platzieren. Auf Holz geht's nicht, aber auf Steine geht's.
Na gut, wir machen da oben auch noch einen Steinboden, oder? Nee, das geht nicht physikalisch. Ach, komm jetzt, das geht. Nee, das geht wirklich nicht. Okay, wollen wir das ausprobieren? Oder soll ich da hinten... Oh, mal kurz mal. Du kannst nur in den Ecken dann Steinboden machen, aber sobald du eins rüber gehst ohne Pfeiler, dann stürzt das ineinander. Wir haben ja Holzpfeiler, ne? Oder soll ich da... Oder gibt's Nein, da... musst du Steinpfeiler. Auf Holzpfeiler kannst du keinen Stein platzieren. Der fällt auseinander. Ach, die Steine sind fetter, ey. Oh. Eine kleine Logik ist in dem Spiel trotzdem drin. Oh je, oh je, oh je. Also du siehst, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gibt's... oder ist das so... Oder läuft es generell so, dass man für ein Item mehr als 8 Kisten braucht? Oder 8 Kisten lagert? Für gewisse Items definitiv. Es gibt ja noch die Option, dann die Kisten abzugraden mit anderen, ne? Ja, die, Also mit die haben mehr höheren. Platz. Wie viel haben sie denn hier maximal, ne? Die Ich glaub, doppelt so verstärkten. viel. Müsstest es ausprobieren. Die kosten einfach Schweine viel Eisen. 2 Stück. Gut, wenn wir dann irgendwann das Ding haben, ne, dann... Komm, wir machen es jetzt so, dass ich das Ganze mal umbenenne. Ich weiß jetzt nicht, ob die Valheim-Wiki-Anleitung hier, welches Datum und so, keine Ahnung. Oh, 7. März. Da sind noch nicht alle Dinge drin, ne? Nee, Es gab seit 7. März bestimmt ein Update. der Hirsch hat überlebt. So, jetzt. Hirsch mit 1 Stern überlebt einen Pfeil. Neuerdings. Da brauchst du jetzt 2 Pfeile. Food Trophies diverses. Gibt es jetzt hier auch, Der nächste hat unser Introduced Boot Item. angegriffen. Ah, scheiße. Ey, es gibt einfach mal so viele Dinge, wie man das hier lagern könnte, ne? Hm. Die Queen-Marmelade gibt's hier auch noch. Oh mein Gott. Okay, das ist sogar... Oh, cool. Ja, ich glaube, da haben wir... Aber ich habe eine gute Wiki-Seite gefunden und die ist... Ich weiß gar nicht von wann, aber die sieht relativ aktuell aus. Okay, scheint gemäß den Kommentaren und Co. doch noch eine aktuelle Seite zu sein aus dem Oktober. Da gibt es zum Beispiel auch Brote und Fischwrap und gekochtes Lachsfleisch zum Beispiel auch drin. Also ich denke mal, das ist eine aktuelle Sache, wenn es auch hier einen Wolfsspieß gibt. Oder gab es den schon früher? Kann ich nicht mal sagen. Oder Augencreme. Augencreme. For real jetzt. Auf Englisch heißt Ice Cream. Nein, mit Augen, ja, egal. Eiscreme. Nee, Augencreme. Eye Cream. Augencreme, wirklich auf Deutsch gesagt, so. Das ist doch alles. Blub, blibla, blub. Komisch. Ey, Materialien, ne, was da alles. Also die Frage ist, wollen wir jetzt danach essen?
Nee, Essen haben wir uns geeinigt auf das einmal. Oder auf Materialien. Ich mach's glaub so, dass ich das hier 1:1 Metall. Zuerst die Metallsachen mache. Soll ich eigentlich schon anfangen, die zweite Etage mal vorzubereiten, oder? Ich weiß nicht, ob wir das so machen wollen. Was wir Holz zum Beispiel gibt's auch echt noch nur 4 haben, ist Stück. Federn, Mhm. Harz und Buchensamen und so weiter. Und wo ist dann hier Steine? Steine sind in dieser Liste, die ich gerade durchschaue, sind Steine zum Beispiel nicht vorhanden. Aber die zum Beispiel hier bei uns sind sie vorhanden. Ja, ja, das schon. Das ist ja logisch. Nee, das ist alles, muss nicht alles logisch sein. Stone. Stone ist wieder bei Diverses in der Liste. Okay. Das ist Strange. Hm. Ist aber nur eine Materialliste, ne? Das muss man auch wieder sehen. Mhm. Oh. Ja gut, nee. Ich weiß echt nicht, wie wir das machen wollen. Wir müssen einfach irgendwo anfangen. Besser gesagt, würde ich sagen, wir platzieren, wir holen jetzt mal Holz, dass wir hier genug Holz haben, um alle Kisten hinzuballern. Bis dato und dann hier hinten anfangen, das Gestänge so wie mit dem System zu bauen, was du jetzt hier angefangen hast. Mhm. Dann sieht das, denke ich, schon auch besser aus. Weil ich kann jetzt mal... Ja, toll, ich bin doof. Sonst machen wir es nach dem Ausschlussverfahren. Welche Items haben wir? Ah, die Items haben wir, das platzieren Nee, das wir. will ich eben nicht haben. Ansonsten haben wir wieder neues Material und dann müssen wir alles umräumen. Genau, das möchte Okay. ich verhindern. Okay, gut. Ah, aber das erfordert halt relativ viel, ja, Forschungsgedingsbumse. Naja. Aber da sind wir auf dem richtigen Weg. Items. Material, Tool, Weapon, Consumable Meat, Crafting Structure, Food and Meat. Ach, Stück mal, Jemine. Oder Karottensuppe und zum Beispiel sowas, ne? Oh, jetzt finde ich die Liste wieder nicht, ne? Toll. Also es gibt wirklich Unterkategorien von, naja, viel zu viel. Alle möglichen, ja. Wie du was einsortierst, das ist natürlich noch eine Sache. Es gibt Kategorien, es gibt Items selbst. Müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, wo wir überhaupt anfangen. Am besten bei den Gegebenheiten, die wir jetzt schon haben. Weil ich glaube... Eine Tulpe. Kann man auch essen? Ah, eine Rübe. Ja, danke sehr. Eine Rübe darf man auch essen. Schlangeneintopf. Lecker. Ich glaube, ich mach mal nach der Materialliste. Da sehe ich die Dinge, die wir mal schon haben. Gut, Trophäen gibt es hier nur Hirsch und Raugur und Wolfstrophäen. Aber es gibt ja noch so viele Trophäen, da kann man einfach alles auf eine Runde packen hier. Ja. Cyan. Mushroom.
Aber es gibt ja schon viel mehr, also, nein, es gibt ja schon viel mehr Materialien, also die wir einsetzen können, ne? Definitiv. Hier wird nur angezeigt 72, ja genau, 72 Items. Hat man vielleicht mal angefangen damit? Ich weiß nicht. Dann das kommen ja noch Updates dazu. Dann kommt ja im nächsten Update kommt ein neues Biom dazu, neue Gegner. Mhm. Und die Frage ist eben wie. Okay. Was? Ach, Stapelgröße. Zinzin, erst Trolltrophäen, Rübensamen, Rübeneintopf, Querlenker. Verlorene Knochen, Wolfszahn, Wolfspelz, Wolfstrophäe, Holzpfeil, oh je, mine. Ja. Da gibt's noch einiges zu tun. Ich frage mich halt irgendwo durch. Was Ja, fragst du wie, dich? Babo, wie, ja. Komm, wir machen es nach. Ich habe dir, glaube ich, einen Link geschickt. Ja, hast du. Ich mach's mal so, ne, mit dem. Weil da haben wir, glaube ich, alle, die wir so aktuell haben, auch drin, ne? Ich weiß halt nicht von Update-mäßig, von welchem Ding das kommt. Ah, da werden nur die verarbeitet. Ach so. Da werden nur die Trophäen angezeigt, die verarbeitet werden können. Wie jetzt? Es gibt noch Trophäen, die. Ja, dann gibt's ja Trophäen, mit denen man nichts anfangen kann. Ja, genau. Ähm, aber ja. So. Komm, wir gehen schlafen hier. Und dann machen wir in den nächsten Tage hier. Schau, ich weiß nicht, wie wir es anfangen wollen. Wollen wir eigentlich links und rechts einen Eingang haben? Ja, habe ich so mal gesagt. Vor, ich weiß nicht, vor 20, 30 Minuten, irgend sowas. Keine Ahnung. Ah. Ich habe nur Eingang in der Mitte verstanden. Ach so, ja. Ach so, du rennst noch rum. Ah. Ich dachte, ich wäre am Schlafen. Du schläfst ein und planst die Arbeit für den nächsten Tag. Ja, 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 wenn ja. das so einfach wäre. Im Schlaf, ja, Im super. Schlaf. Das wäre was fürs Real Life. 101. Oh. Jetzt ist die Frage, ne? Bezüglich der Materialien hier mit Schwermetall. Es gibt das einmal nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es da wirklich dann das schwarze Metall oder so. Ist da. Schwermetall. Hm. Ich guck mal. Nee, es heißt wirklich Schwarzmetall. Dann gibt's noch was mehr, okay. Nee, Schwermetall gibt es anscheinend nicht. Mir wird anstatt Schwermetall gesagt, es heißt Schwarzmetall. Mhm. Obwohl Schwermetall für mich irgendwie logischer klingt, aber. Naja. Wir haben. Warte mal kurz, warte mal kurz. So, das ist. Zinn. Okay, das ist demnach jetzt das Schwarzmetall. So, haben wir das abgefrühstückt. Was Eisen passiert auch. eigentlich, wenn ich das Bienenhaus zerstöre? Keine Ahnung.
Ich probiere es mal aus. Mhm. Ah, die Bienenkönigin wird gedroppt. Nice. Gut, aber wo siedeln wir die Bienen um? Sie fragen. Keine Ahnung. Danke sehr. Sonst platziere ich sie einfach auf der anderen Seite des Hauses momentan noch. Blub, Blums. Also, ja, also gut. Wir haben das Schwarzmetall, ne? Bums. So, das haben wir. Eisen. Ich glaube, dafür braucht man Schrott, ne? Aus Alteisen, ne? Eisenschrott, ja, das haben wir in der gleichen Kiste, ja. Genau, würde ich auch so machen, ehrlich gesagt. Dann Bronze. Kupfer und Zinn. Ja, gut. Bronze haben wir. Kupfer haben wir auch. Und Zinn mit Zinnerz haben wir auch. Dann fehlt nur noch Silber. Okay. Aber ich denke mir mal so, dass wir das oberste Schwarzmetall und Silber wahrscheinlich eh nie alle haben. Wie meinst du alle? Ich meine, eh nicht so viel haben wahrscheinlich am Schluss. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Mhm. Ähm. Oder wollen wir da eine Spezial-Dingensbummens? Nee, es passt eigentlich so gut. Der Stein passt da nicht rein, ne? In die Erze. Doof gesagt. Nur so zum Muss Thema. der irgendwo anders hin? Ah, den Ich bauen wir dachte schon am irgendwo Anfang, ja, rein. das geht so auf, weil wir nicht noch mehr haben, aber jetzt habe ich mich einen besseren belehren lassen. Das ist einfach Kacke hier. Haben wir hier was drinne? Gut, das geht nicht. Holz, 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 Holz. Wie genau ich jetzt? 81. Perfekt. Gut, perfekt wird es bestimmt nicht sein, aber ich bin auch überlastet. Egal, egal, egal. Eisen, Eisen, Eisen. Oh je. Ich sehe schon, das kommt gut. Ja, gut, ist anders. Das erste, was man hat, ist wahrscheinlich Zinn, ne? Oder was hat man als zuerst? Zinn und Kupfer. Ne? Dann daraus machst du die Bronze. In Kupfer. Und dann gibst du dann Bronze, ne? Und Eisen kommt nach Bronze oder vor? Das kommt nach Bronze. Nach Bronze gibt's Eisen. So, und nach Eisen kommt dann Silber und danach wahrscheinlich das schwarze Metall. Das kann gut sein. Silber und danach das schwarze Gold. So, die Bienen sind wohlbehalten umgezogen. Schwarzes Metall. So. Ja, ich kann nicht mehr schreiben. Schwarzes Metall. Ja, ich weiß. Die schreibt man auch groß. So. Klein. Dann haben wir jetzt eigentlich mal die Metalle abgefrühstückt. Holz haben wir. Du, übrigens, Holz gibt es wirklich nur 4 Sorten, ne? Ah, dann haben wir schon die letzte Sorte. Holz, Edelholz, Kernholz und uralte Rinde, das haben wir. Und dann kommt das wunderschöne Essen.
Oh je, oh je, oh je. Und übrigens, das Futter ist hier up to date, so wie ich das sehe auf der Liste, die ich gerade gucke. So plus minus wahrscheinlich eher noch nicht, aber da gibt es auf jeden Fall den Fish Wrap, gibt's da schon. Es ist die Frage, wie das alles sortiert ist, ne? Wie meinst du? Wie die Liste, die ich gerade anschaue, wie das sortiert ist. Weil zuerst kommt Blaubeeren, dann Blutpudding, dann Brot. Aha, ich glaube, das ist alphabetisch sortiert. Nee, weil K kommt hier vor G. Okay. Keine Ahnung. Ich baue mal hier den Berg wieder ein bisschen ab. Ich habe nämlich die Bienen umgesiedelt. Wo sind die denn jetzt? Hinterm Haus. Richtung Bauernhof. Da hinten. Ah, das sieht doch. So als Providurium sieht das gut aus. Ja, die haben da mehr Platz, sind besser geschützt vom Lärm. Ja, Lärm, was jetzt? Die machen Lärm, nicht wir. Aber wenn ich so rumkloppe hier den halben Berg weg, dann ist das schon Lärm für die. Ja, hast du recht. Aber jetzt dann, hier nimmt dann das Lager wieder mehr Platz. Dann haben wir hier mehr Platz und dann können wir besser bauen und ja, nimmt langsam Form an. Ach, ist das nicht schön. Die Schmiede müssen wir dann noch umsiedeln nach oben. Wie wir das mal besprochen haben, um dann das Lager komplett vom Grundriss haben zu können, sagt man das so? Ich schau mal, wie viel Lederreste es hier gibt. Lederfetzen heißt das Original. Also, ne, übersetzt wieder auf Deutsch. Lederreste, Hirschfelle, Trollleder. Ja, ich sehe nur 3. Was haben wir hinten eigentlich? Ah, Wolfspelz. Wo ist denn der jetzt hier abgeblieben? Gibt's noch sowas wie Drachenpelz? Keine Ahnung, ob die jetzt Pilze Lochspelz dafür haben. gibt's noch, das weiß ich. Pelz. Nö, anscheinend nur Wolfspelz. Lochspelz? Anscheinend nicht. Lochspelz meinst du, ne? Ja. Stimmt. Gibt's. Warum wird das nicht angezeigt? Ja. Oh. Ja, also ich glaube, da werden wir nie fertig, ne? Doch, doch. Ich sehe es positiv. Genauso positiv wie mein Leuchtturm. Der hängt schief und schäbst, aber ja. Nee. Danke. Bitte. Für Komplimente ist es zu spät. Passt schon. Am einfachsten wäre es, wenn wir es alphabetisch machen. Aber das ist hier auf Englisch alphabetisch, logischerweise. Ich könnte es noch auf Russisch sortieren, sehe ich gerade. Oh nein, bitte nicht. Das ist super, ne? Dann noch Chinesisch. Und dann noch Italienisch. Ich sehe es gerade, wenn man es auf Englisch nimmt, ist natürlich das Ding auch, das ist auch alphabetisch sortiert, logischerweise. Jetzt gibt es langsam Sinn hier. Der Till entdeckt es in einer Inventarliste. Wow. Wow. Ach, das Ganze mit dem Sortieren und Co. Ich glaube, ja,
Wenn wir schon beim Thema Sinn sind, weißt du, was auch gar keinen Sinn macht? Nö. Warum ist hier 22 Eisen? Warum liegt hier Eisenschrott? Achso, ja, ich bin überladen gewesen. Spuck das raus. Ich will das nicht. Nimm bitte das Eisen und Eisenschrott und tu es irgendwo hin, wo das wieder safe ist. Oh, der Herr will es auch, aber immer wieder. Ja, Was, nur die 3? teuren Ressourcen. Ein Wunder, dass sie noch kein Gold hinzugefügt haben. Ah doch, Geld. Goldmünzen. Ja, ich bin ja auch doof. Das ist mal was Neues. Ja, man sieht's. So, Steine, Steine, Ich bin Steine. einfach mal mit 1000 überladen. 1051 Kilo trage ich mir gerade mit mir rum. Steine? Nö. Zinn. Und sind aber dann in dem Fall viel. Aber wo hast du die Steine hingetan? Ganz rechts da, wo Schwarzmetall steht. Und nicht umgeräumt. Ah, gut. Dann beschlagnahme ich mal ein paar Steine. Um hier weiter zu Eisen gibt's hier noch nicht. Ja, sieht glaube ich eher mau aus hier mit unseren Ach da, hier liegt noch das Ding. Gut, ich habe nichts gesagt. Ja, müssen wir wieder Steine kloppen gehen. Ja, wenn so weitergeht, auf jeden Fall. Das kackt mich jetzt irgendwie gerade an, wenn ich das Ganze nochmal... Ja, toll. Ja, Gott sei Dank haben wir noch nicht die weiß was ich, hier alle Truhen und so schon gefüllt. Und das wäre doch noch schlimmer. Hier sind vielleicht eine Truhe pro Item gefüllt. Gut, was ich jetzt verstehe, aber auch, die Materialien haben wir. Das Holz auch. Das Futter habe ich plus minus hier auch schon. Komplett. Jetzt kommen nur noch die diversen Scheiße, wie Samen und Kohle und Harz! Löwenzahn und Disteln. Federn. Ja, genau, so ein Quatsch. Also die Basics zum Überleben haben wir. Ja. Ey, das wird aber hier... Das wird Dann brauchen wir gar heftig. keinen zweiten Stock, ne? Wie jetzt? Wie viele sind es denn noch hier? Wir können ja die Samen alles in einen Scheiß packen. Feuersteine, Federn, Knochen, verwitterte Knochen. Ja, aber das können wir alles Knochen, Also, können wir alles in einen Krautzwergauge, Schlamm, Samen, Buchensamen, Disteln, verwitterte Ja, wir können Knochen, wir können auch die ganzen Samen in einen Haufen schmeißen. Weißt du, was ich meine? Dann hier Wetzstein, Blutsack, Brechbeeren, Harz, Löwenzahn. Blutsack habe ich aber irgendwo. Federn, Blutpudding habe Feuerstein. ich, glaube gemacht. Kette, Kohle, Rubine, Bernstein, Ah. Ich sehe uralter es schon Samen. irgendwie. Ich sehe es ja ein. Eieieiei. Aber das sind jetzt die Items, die ich aufgezählt habe, die wir noch hier haben, unsortiert. Bis jetzt. Kein Holz mehr. Aber ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit den irgendwie, ja, ich weiß nicht, mit den Sortierungen hier. Warum? Alles gut. Ich find's nice. Vor allem jetzt, wo das Lager so groß ist, jetzt kann ich auch wenigstens die Schilder lesen und kann mich verirren. Und vorher war das so klein reingequetscht, dann musstest du 20 Kisten öffnen, bis du die richtige Kiste gefunden hast. Gut, musst jetzt auch, ne? Ja, aber du weißt wenigstens schon, du hast wenigstens schon einen Leitfaden, wo du hingehen solltest.
Ja, Das ist hast schon du viel recht. wert. So, dann müssen wir hier mal eine Werkbank bauen. Eine ganz buffe Werkbank hier hin. Warte mal kurz. 1, 2, 3. Was wir eigentlich auch machen müssten, wäre, so leid es mir tut, aber die Zeit. Die Special-Folge. Welche Folge denn hier? Wir haben keine Folgen mehr. Wir haben ein Special hier. Special. Eine Episode für das ganze Lagerhaus. Das würde ich niemand mehr angucken. Das müsstest du schon fast streamen. Dann Ja gut, wir könnten ja auch als Stream einmal die Folge ablaufen lassen. Machen ja Leute auch. ja, ich habe gehört, dieser Gronk TV. Das ist halt ein Durchlauf-Stream, also von dem her. Ja, der ist ganz unfreundlich. Warum? Der antwortet nie. So. Ja, ich glaube, das hat halt seine Gründe. Ist halt so, wenn man ist eigentlich ein TV-Sender da, ne? Das weißt du, ne? Ja, aber selbst die antworten mir. Ja, dann bist du selbst schuld. Das ist ganz klar, das liegt auf deiner Hand. Selbst schuld. Ja, wie jedes Mal. Immer wieder, ne? Immer die gleiche Kacke, die wir erzählen, ne? Alles immer selber Kacke hier. Wir sind Könige, jeden Tag die gleiche Scheiße labern. Darf man auch mal. Oh, ich hab grad die Hälfte. Nee. Zum Glück haben wir ja auch Steine. Warum dockt das hier nicht an? Warum ist die Banane Warum ist die krumm? Banane krumm? Weil du dumm. Danke sehr. Ja, die ist vielleicht mal wirklich krumm. Keine Ahnung. So. Und So, der Grundriss nimmt immer mehr Form an. ja, das ist ein Riesenprojekt, das wir hier auf jeden Fall auf die Beine gestellt haben. Aber Oder es ist- jetzt immer noch. Das ist einfach die pure Geilheit an dem Spiel. Irgendwo durch braucht es ja, also, weißt du, wenn dann schon richtig Ja, auf den wenn dann Klotz hauen. richtig. Nicht irgendwie so ein Speedrun, weil das gibt's ja auch. Es gibt noch die Challenge in Valheim Speedrun. Den Speedrun Weltrekord machen. für das schnellste Durchspielen von Valheim. Lager bauen in 30 Jahren, das wäre auch was. Das wäre nicht nur. Das wäre dann so unser Rekord. Ja. Es mit automatischen Aufzügen und Co. Ne? Also. Kein Holz. Ich gehe mal Holz kloppen. Doch, Kannst wir mir haben auch, was du Holz. willst. Hm? Hast du in den Truhen geschaut? Ja, aber hey, wir haben's ja. Dann nimm Karren mit und geh Holz kloppen. Dann musst du nicht immer sofort wieder zurück, wenn du überladen bist. Ach so, ja, du, ich mache nur einen Baum fürs Erste. So. Ach so, ich dachte, du willst wieder Regenwälder fällen gehen. Nö, das kommt später. Zum Glück. Also so wie wir es jetzt geplant haben, wird der Grundriss vom Haus genau beim Lagerfeuer, wo die Kochstelle ist, aufhören. Also angrenzen. Also Mhm. Ja, ich dachte eigentlich, das ging noch weiter. Nee. Viel weiter. ja, aber das in die das Ferne. spielt uns eigentlich jetzt ein bisschen in die Hand. Dann können wir das Werkzeughaus, das Arbeiterhaus, unser Schlafplatz, unser jetziger Schlafplatz noch irgendwie so kombinieren. Müsste man dann überlegen. Aber zuerst müssen wir das Lagerhaus mal sehen, wie das dann ausschaut. Ausschaut, ey, manchmal. Und auf jeden Fall genügend Platz. Also, weiß ich nicht hier auf dem letzten Drücker hier bauen, sondern eben ein bisschen luftig bauen, würde ich mal gerne machen.
und eben wie schon Lagerhaus zu Wand, nicht zu Wand, aber du weißt, was ich meine, ne? Es fällt mir ein Steinmetz. Hast du einen abgebaut? Wir haben noch 2 da hinten. Wo? Ah, hier hinten. Nee, hier Ne, ist nur hier noch ist einer. einer. Hm. Der andere ist weg. Und ich hab den ersetzt durch Durch eine die Welt. Werkbank. Ja, der muss wieder dort hinten hin. Ähm. Oder am besten hier. Ja, passt. So, dann nehmen wir jetzt, ich wollte schon sagen, ich habe kein Holz mehr, aber doch, stimmt. Du könntest Und etwas Essen zu tragen. Ja, dieser Fresssack, ey. Warum? Der will Ganz immer normal. essen. Der will immer essen. Ja, du willst ja auch die ganze Zeit Futter haben, oder was? Oder? Ich denke ja, du willst ja auch immer essen. Ja, aber ich darf. Ja, genau. Er nicht, oder was? Ich vergnüge mich ja daran, wie er hart arbeitet. So. Der meckert rum, der ist am Arbeiten. Und der meckert rum, dass er Hunger hat. Heutzutage gescheite Arbeiter zu finden, das ist einfach schwierig. Oder wie sehen Sie das, Herr Personalchef? Keine Ahnung. Wie es auch immer geht. So stelle ich mir vor, wenn es ein Weltkonzern ist. Ich Da weiß diskutieren die ganz hohen Chefs und dann wird der Hauptaktionär, Hauptchef gefragt, und was halten Sie davon? Ja, ja, für etwas habe ich ja euch eingestellt. Mhm. Ich bin nur hier, weil ich die Kohle krieg. Wird wahrscheinlich so sogar sein. Aber ist ein anderes Thema. Jo. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war eine geile Nächste Folge, nächste Stelle. Ja gut, so special war es jetzt nicht. Wir haben ja nicht irgendwas speziell gemacht dafür. Doch, wir haben eine Halle mit Lagerfeuer gebaut. Oh. Es sieht schon geil aus. Wirklich so in der Mitte den Leuchtturm und links und rechts die Feuer. Und ein Idiot, der Holz kloppt. Übrigens, ich möchte hier hinten die Wand haben, ne? Jetzt machen wir jetzt hier fertig. Okay, ja, passt. Grundriss 1, eigentlich. 2, 3, 4, 5. Das heißt, die Mitte wäre hier. Genau hier. Das Feuer hier muss weg. So, ich habe das Feuer besetzt. Heißt aber auch, wir haben hier einen Vierer-Eingang. Nice. Bums. Komisch. Ach, wo mal ein Portal gestanden hat, wo mal die Bienen gestanden haben, ist jetzt einfach eine Halle mit Lagerfeuer. Ja, ist doch schön, oder? Ich glaube, ich nenne diesen Ort Ressourcenverschwendung. Der 5. Ort der Welt. Oh, darf Es man müsste auch mal sagen, so ein oder? Ranking geben. So Top 10 der ressourcenverschwenderischen Bauwerke in Real Life. Nicht immer nur das größte Bauwerk, das teuerste Bauwerk, das schönste Bauwerk, das hässlichste Bauwerk, sondern einfach mal das, was am meisten Ressourcen verschwendet wurde, wo am meisten Ressourcen verschwendet Da worden sind. werden wohl irgendwelche Burgen wahrscheinlich da das große Ding reißen. So gefühlt.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Burgen wurden noch effizient gebaut, die alten. Ich glaube nicht. Hast du mal den... Es gibt auf YouTube so einen Channel, der reproduziert Burgenbau. Wie die, und zwar bauen die das nach mittelalterlichen Dingen, wirklich mit Lehm, mit dem Lehm im Holzfeuerofen zu trocknen, zu Also es Zement und gibt so. eine Burg, die wird schon, ich glaube, da war ich noch klein, 10, 15 Jahre alt. Es gibt in Frankreich eine Burg, die bauen sie mit den Materialien von damals. Ja, genau, das glaube ich ist auf YouTube mittlerweile. Und ich glaube, die sind, also die waren vor 10 Jahren oder 15 Jahren schon gefühlt 3 Jahre, ja, 3 Jahrzehnte schon dran, keine Ahnung. Ja, die machen sogar in so einem Dorf, leben irgendwie sogar noch so. Genau, genau. Ja, wie siehst du es? Wollen wir die Folge hier beenden? Ich denke, ja, ist doch gut. Jetzt haben wir in der Mitte einen Eingang, der sich sehen lässt mit vier Elementen. Ja, guck mal da hinten hier, ne? Ich habe 2x2 gemacht. Passt doch, oder? Okay. Ein Eingang und ein Ausgang. Epic. Der sieht geil aus. Und auf der anderen So. Seite dasselbe. Genau. Nice. Und vielleicht Dann. auch hier noch so ein. Ne, ein Feuer ist hier doof, ne? Weil hier muss man da rein und raus karren. Weißt du, wenn wir jetzt hier. Nee, das ist. So, nee, ich dachte jetzt zum Beispiel hier hin. Ja. So. Aber ist ja doof, wenn du mit dem Karren hier kommst, gut hast du Platz, aber. Da musst du rechts oder links. Ja. Boah, jetzt sieht das hell aus hier. Wow. Gut. Alles weitere sehen wir in der nächsten Episode. Tschüssikowski. 101, wir kommen. Ja.